Caritas Problematik. War ein ziemlicher Schock, wo am Juli 2024 bekannt gouf, dass bei der Caritas ganze 61 Millionen Euro verschwunden waren. Ein Katastrophe an engem Ausmaß, den diese Pilier vom Lützeburger Sozialsektor an eine existenzielle Krise gestürzt hat. Wie ein Zug geklaut wird, und wie das genau geschehen, der bleibt weiter im Dunkeln, aber letztendlich ist von der Justiz geklärt gehen. Mit neben der Abklärung von der Krimineller dort selber stellt sich aber noch eine politisch froh, nämlich die vom Krisenmanagement von der Regierung am Sommer 2024. Wie sind die verschiedenen Akteure mit der außergewöhnlichen Situation umgegangen? War Caritas auch nur die massiven Detournements noch zu retten? Aber ja, wie hat das verhindert? Die Sprecherin von die Lenk Carol Thommer möchte Point über das ganze Krisenmanagement an der Caritas-Affäre am Gespräch mit Marc Baum, Deputierte von die Lenk und Member von der Spezialkommission Caritas am Parlament. Marc, du warst Member der Spezialkommission Caritas von der Chambre. Wie die 60 Millionen geklaut hat, sie da bislang noch nicht geworden. Nee, wir haben Justiz Anfang Dezember eine Kommission empfangen, aber sie hat mit Verweis auf das Sekret d'Instruction nicht zu der Enquete gesucht. So ist aber gewarnt, dass es schwierig wird, gegen die 60 Millionen oder auch schon einen Teil davon zurückzukriegen. Mittlerweile schenkt die Enquete aber Fortschritte gemacht zu, weil es sicher Leute festgehalten gehen. Sowieso als Mission als Deputiert, aber Rangana. Genau, wir müssen die Justiz schaffen lassen und hoffen, dass sie die schuldig findet. Was uns als Oppositionsdeputierte für allem interessiert, als wie das politische Krisenmanagement gelaufen ist, für allem über die Summe. Nicht immens gut, wenn in einem Sonntag von der RTL ein Wort gelesen kann, den kurz vor Christtag publiziert wurde. 56% haben das Krisenmanagement von der Regierung an der Caritas-Affäre als echter schlecht oder sogar ganz schlecht empfunden. Und ich meine, dass Leute da nicht ganz falsch liegen. Wenn's dem, was du nur mit der Organisation Hut geschieht ist. Unter anderem. Aber komm, wir fangen am besten von 4 an. Das ist nämlich justement die Chronologie, die interessant ist. Also, wie du weißt, wird alles am Juli angefangen, wo die Presseredaktionen noch einmal gemeldet haben, bei der Caritas wäre 60 Millionen verschwunden. Den 19. Juli, für genau zu sehen. Ich kann mich erinnern, dass ich gerade nur der Arbeit auf der Terrasse sitze, wie ob einmal nicht mal Handy das gesehen hat. Auf der Terrasse vom Pitcher gehe ich aus. Das so nicht, oder nicht? Auf alle Fall ist den 19. Juli die Bombe geplatzt, nachdem sowohl Caritas selber wie auch der Parquet an das Staatsministerium via Kommuniqué die Öffentlichkeit informiert haben. Den Detournement selber schon ein paar Tage echter bei der Caritas abgefallen. Weil Caritas hat schon den 16. Juli einen Plan beim Parquet angeregt. An den Tag darauf hat die Präsidentin Marie-José Jacobs, eng ehemalige CSV-Minister, den Premier Luc Frieden angerufen und informiert. Der Staatsminister hat die Sache auch von Anfang an selber an die Hand geholt. Das heißt, hier hat er sozusagen zur Chefsache erklärt. Auf alle Fälle ist die Kommunikation noch praktisch just nach über das Staatsminister gelaufen. Und das war eine ziemlich strenge Linie, die der Luc Frieden direkt am Anfang gefahren ist. Ich zitiere, der Staat ist nicht Caritas, und Caritas kriegt keinen Euro vom Staat. Allerdings. Den Premier hat sich ziemlich frei festgelöscht. Hat sich zwar teilweise mehr nuanciert ausgedrückt, aber die doten 2 Sätze sind bei den Leuten hängen geblieben. Der Staat ist nicht Caritas, und Caritas kriegt keinen Euro vom Staat. Die Linie hat den Dünner auch ganz lang konsequent weiterverfolgt. Das war ein großer Fehler vom Luc Frieden. Für allem, weil er ganz frei seinen eigenen Handlungsspielraum limitiert hat. Nachdem der Premier deklariert hat, es gäbe kein Euro vom Staat und Caritas fließen, sind ihm direkt ganze Coop-Optionen aus der Hand gefallen. A ganz viele Sachen, die noch geschieht sind oder eben nicht geschieht sind, haben ihren Ursprung an der Doten aus so. Für was meinst du denn, dass da überhaupt gesucht hat? Ja, das ist schwer zu sagen. Absolut notwendig wäre es jedenfalls nicht. Hier selber so, dass das Risiko gegen bestehen, dass eventuell Hilfe vom Staat nicht da gegen kommen, wo sie sollen. Aber das wäre aber kein Grund für sich von 4 Jahren so kategorisch festzulegen. Nee, ich meine, dass der Luc Frieden die Decision für seine Hartlin ziemlich aus dem Bau rausgeholt hat. Oder dass er von einem Kommunikationsbüro dazu gerode kriegt. Weil ihn davon ausgegangen ist, dass eben genau das Toten, das ist, was Volk wollte hören. Also sozusagen für den starken CEO zu spielen, den alles am Griff hat. Genau. Als Neoliberalen hat Luc Frieden noch eine andere Konzeption wie mehr, was die Rolle vom Staat belangt. Das hat sich auch mitgespielt. Aber was wichtig ist,
No der Auso konnte Luc Frieden net méi op d' Staatskäes zurückgreifen fir d' Caritas nicht handlungsfähig zu machen. An den echte Satz von den zwei, die hängen geblieben sind, als nicht manner problematisch. Die Caritas als nicht der Staat. Formal gesehen als Staat natürlich richtig. Caritas ist eine Organisation, die organisatorisch vom Staat komplett unabhängig ist. Aber gar nicht mit der Caritas zu dienen hat der Staat natürlich auch nicht. Die Organisation hat schon eine ganz Panoplie von sozialen Aktivitäten aufgewickelt, die eigentlich dem Staat seine Aufgabe sind. Zum Beispiel Flüchtlingsheime oder obdachlose Strukturen. Das sind eigentlich staatliche Aufgaben, die der Staat via Konventionen und Caritas zutrittiert wird, auf die der Staat auch bezahlt wird. Und dann darf ich auch nicht vergessen, dass die involviert Banken, teilweise oder sogar ganz, dem Staat gehören, die dann der Caritas zugelehnt haben, für die der Staat dann auch noch als Garant Richtung. Es ist also nicht so einfach, ein klare Linie zwischen dem Staat und der Caritas zu ziehen. Der Staat war von dem Detournement stark impactiert und das schenkt mir Evidenz zu sehen. Aber du hast noch etwas Ähnliches, wo der Premier sich ganz schnell festgelöscht hat, aber wo auch immer nächstes wiederholt wird. Nämlich, dass die Regierung nicht mehr mit der Direktion rund um den Caritas-Direktor Marc Crochet wollte den haben. Und da hat auch dem Verwaltungsrat von der Caritas ganz klar so gesagt. Bon, das ist schon einerseits auch verständlich, weil das schon manifestement da, wo Fehler geschieht sind. Es hat aber zur Konsequenz, dass der Verwaltungsrat von der Caritas rund um Präsidentin Marie-José Jacobs sich nicht mehr auf ihre Direktion steipen, für die Situation zu gerieren. Egal wie, meine ich, dass der Premier ganz schnell all Vertrauen an die Führung von der Caritas verloren hat, y compris an den Verwaltungsrat. Aus seinen Stellungnahmen konnte ich klar heraushören, dass den Caritas nicht als Opfer, mehr als Täter angesehen hat. Der Luc Frieden hat von Anfang an eine Täter-Opfer-Umkehrung gemäht. Es war für ihn unverständlich, dass so ein Fehler an der Gouvernance konnte geschehen. Wobei der Luc Frieden sich auch nicht wirklich auskennt am Milieu von den ONGen. Ihn hat einfach Denkschablonen aus der Geschäftswelt ob die ONGen überdrohen. Caritas ist nicht der Staat. Dafür ist der Teil für allem ein graves Problem von der Caritas und nicht ein Problem vom Staat. Der Punkt ist den, wir überweisen kein Euro mehr an Caritas. Also, wenn wir mit der Caritas für ihre Aktivitäten irgendetwas machen, dann muss das mit anderen Leuten sein, auch für sicherzustellen, dass die Enquete hierin lebt und dass die Suen, die wir gehen, dass die da kommen, wo sie müssen kommen. Und dafür kann das mit der Caritas sein. Wir schließen noch nicht aus, dass das mit einem Dritten ist, mit das zufrieden zu sagen. Das ist ganz klar, dass soweit wir das heute verstehen, Fehler geschieht sind an der Exekution von der Regel der Gouvernance von der Caritas. Ich kann nicht so, wen die Linie Kredite hätte müssen approvieren oder nicht, weil ich die internen Mechanismen nicht kenne. Dafür gibt es ja auch ein Audit bei der Caritas intern, gemacht von einer externen Firma. An dafür als Assistat, als ein ähnlichen Interlokuteur, kann nehmen der Verwaltungsrat sein. Die kratze Stimme kann den direkt rum. Das war der Premier Luc Frieden. Am Mikro von RTL Tele, den 24. Juli, nur einer Kommissionssitzung an der Chambre. Also genau 5 Tage, nachdem es dafür öffentlich gewesen. An den extra schwätzte Premier von einem Audit, der sollte gemacht, von einer externen Firma. Dummer, da war ja doch wahrscheinlich PwC gemeint, oder? Genau, PricewaterhouseCoopers, wie sich da nur rausgestellt wird. Die größten Audit-Consulting-Partei zu Lützeburg. Caritas selber hat das aber schon den Tag für drun an einem Kommuniqué annonciert. Durch eine Stunde, sie geben an den nächsten Tag auf die Unterstützung von einer Auditfirma zählen können, die sich dafür freiwillig bei ihnen gemeldet hat. Ich will aber in dem Kontext umgehen, dass mit September die Journalistin Veronique Pujol von Reporter.lu eine andere Version von der Geschichte geschrieben hat. Demnach hat PwC sich nicht freiwillig bei der Caritas gemeldet, aber PwC hat direkt dem Luc Frieden eine Offre de Service gemacht, an die schwa wird nun der Caritas-Präsidentin imposiert gehen. Ob das wirklich stimmt, das wissen wir nicht. Mir hält Veronique Pujol für eine ganz gewissenhafte Journalistin, die schon auf ganz vielen anderen Dossiers bewiesen hat, dass sie über exzellente Kontakte verfügt. Und ab dem Zeitpunkt gouf am Anfang die ganze Caritas in der Total von PwC gestaltet. Den 31. Juli, also knapp 10 Tage nachdem die Bombe geplatzt war, hat Caritas ein neues Kommuniqué herausgegeben, wo das Engagement von PwC konfirmiert gouf. Und auch
dat bei hinnen e Krisekomitee agesat gouf, die soll all weiter Decisionen holen, an de geng vun eng gewissen Herr Christian Bion präsidiert gin. Da das die echte Keier, dat den Numm offiziell am Zusammenhang mat der Caritas opgedauert ass. De Christian Bion als dem Mann, den du no eng zentrale Rolle gespielt huet an der ganze Aufwicklung von der Caritas-Affaire. Genie. Die Aaldirektion gouf gelandet. Mit dat PwC geif direkt Decisionen hëlle fir eng ONG wie Caritas, dat wär politisch heikel gewircht. Durch uns eng Person aus der Zivilgesellschaft gebraucht, die des Roll iwwerholl huet, an PwC huet nun de Christian Bion fir geschloen. De Christian Bion huet freier mal fir PwC geschafft, ihr datten sich als Reviseur d'Entreprise selbstständig gemacht hat. En ass awer schon an der Pension an ënnert anderem Präsident vun der CNDS, dat ass eng ONG, die am soziale Bereich aktiv ass, an zum Beispiel d'Initiativ Nei Erbecht geriert. Op der anderen Seite huet hin als ehemaligen Reviseur d'Entreprise Kompetenzen fir so e Finanzskandal ze gerieren. Dat huet sowohl fir d'Regierung ewéi och fir d'Caritas hien akzeptabel gemacht. Mich gut der Woche erzählt, dat dem Mann eng ganz kurz Zündschnauer huet. Dat heißt, dat den schnell mal ungeduldig gëtt, wann en net mat Team d'accord, also der Wand net so geht wie hinkehr het. Erstaunlich ersucht, dat die Christian Bion des Mammutaufgab soll ehrenamtlich ugeholl hun, also ohne dafür bezahlt zu gehen. De Christian Bion huet also no 10 Days de Krisemanagement bei der Caritas überholt und hat unterstützt von enger Equipe vu PwC. Me hier war aber nicht allein an dem Krisekomitee, da waren noch Membre vom Verwaltungsrat dran. Neben der Präsidentin, dem Marie-José Jacobs, auch noch Membre vom Verwaltungsrat Nathalie Frisch, Marc Hengen und Philippe Silvestre. Diese kleine Komitee von 5 Personen hat von do und Decisionen geholt. Mir das klar, dass Christian Bion den Ton gegeben hat. Den eigentlichen Verwaltungsrat von der Caritas hat sich zwar weiter getroffen, gouf auch von Zeit zu Zeit informiert, mir war vom Entscheidungsprozess weitgehend ausgeschlossen. Boah, ganz demokratisch klingt das nicht. Et also wie du es für gesagt hast. Die ganze Caritas gouf in der total von PwC gestartet. An dat mam Sege von der Regierung. Apropos Regierung, was hat die während der ganzen Zeit eigentlich gemacht? Wie gesagt, den Staat hat egal wie ein dicke Problem am Hals. Die Zentralfrage für die Regierung war natürlich, wie kann ich sicherstellen, dass die Aktivitäten erhalten bleiben, die Caritas für den Staat geriert wird. Caritas selber hat zwar rassuriert, dass sie die Paie nach kein 4. August an wahrscheinlich auch nach 4. September bezahlen. Aber spätestens am Oktober geben dann über 400 Modelle auf der Straße sitzen. Am Martine ging dann noch einen guten Teil vom Litzebauer Sozialsektor bergauf gehen. Mit alle Konsequenzen, die das für die betroffenen Leute mitzuspringen. Krisegestion Niveau von der Regierung gouf wie gesagt vom Premier koordiniert. Dat an Aufspruch mit den zuständigen Ministern Hahn, Depré, Maisch a Büttel. Schon in der Lücht gesagt, wie viel staatliche Bereiche von der Caritas-Affaire impactiert wären. Der 6. August gouf von der Ministerin auch ein Komitee de Suivi op Beamtenniveau angesagt, für die praktisch und juristisch Fragen zu begleiten. Dat ënner der Leitung vom Chef de Kabinett vom Luc Frieden eng gewissen Michel Scholer. Moment, den Familiennamen, der könnte einem bekannt werden. Ja, de Michel Scholer kommt aus der Monopolfamilie. Der junge Mann, den hei Schule gemacht hat, der 4 drunter Beamten am Finanzminister war, dat als Vertreter von Lützeburg beim Internationalen Währungsfonds geschafft wird. Wir müssen logisch gucken, dass das dann noch konkret nur so umgesagt wird. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Zeit. Aber wo es Logik könnt, wen die Aktivitäten wird garantieren, also weil das Caritas kann das noch machen, gibt es vielleicht Einzelservice und andere Prestateuren transferiert. So, das Wichtigste ist, dass da einfach weiter die Aktivität besteht. Gell? Das war Nora Bock, Präsidentin vom OGBL, den 2. August an einem Interview mit RTL Tele. Gewerkschaftsvertreter hatte sich schon am Luc Frieden getroffen und Nora war nur dem Gespräch ganz rassuriert. Ja, den Luc Frieden hat dem OGBL versichert, dass alles ging gemacht ging, für Arbeitsplätze integral zu behalten. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt alles ernst wie klar war, wie das soll gelingen. Das ist noch justement das Zoso vom Premier, die dem OGBL am September so sauer abgestoßen ist, wo bis klar ging, dass aber ein rund 30 Leute gingen hier verlieren. Du sollst für drun, dass der Premier mit seinen Aussagen seinen Handlungsspielraum limitiert hat. Wären Optionen lungen dann überhaupt durch? Der Premier hat seine Ziele immer klar benannt. Die Nationalaktivitäten von der Caritas retten, ohne dass es der Staat 1 Euro kostet.
An du goufet keng 100 Meiglechkeeten. Die eigene Option, die envisagiert gouf, war d'Aktivitäten op einer groß Sozialorganisationen opzedeelen, wie zum Beispiel Croix Rouge oder de Gruppe Elisabeth. Am Extrelograt hat Nora Back dat jo auch schon ugeschnitten. Du aber nicht gehen. Oh nee, die entsprechenden Akteuren hun danken doof gewinkt an dat es diverse Grinn. An Domader wären Optionen von der Regierung dann auch schon erschöpft, zumindest an dem rigide Kader, den Lückfrieden sich gehen hört. De Michael Scholer huet an der Kommission noch konfirmiert, dat de Komitee des Suivi von der Regierung oder der Doter echtter Initiativ net méi weiter aktiv no Lesungen gesicht huet. Ab dem Moment waren se méi Zuschauer wie Akteur, zumindest moll laut der offizieller Version die Nobause gedrohe gouf. An die Regierung huet sech misse ganz drop vertrauen, dat de Christian Bion a PwC eng Lesung gefe fannen, mat dem se awer am regelmäßige Kontakt stung. Genau. Wie eng Optionune goufen an du vum Christian Bion envisagéiert am Krisekomitee vun der Caritas? Am Kommuniqué vom 31. Juli waren Zieler noch relativ vag formuliert. Du gemuriert davon, dat de Krisekomitee soll all Decisionen hole fir Vertrauen an Caritas netisiert zu stellen. Me konkret dunget dun eng Woch drop mat eng neue Kommuniqué. Heidranner erklärt Caritas, dat sein Krisekomitee unter Schärfung von 2 neuen Entitäten schafft. Eng Entität für die Nationalaktivitäten zu verholen, an eng Entität für die internationalen Aktivitäten zu verholen, also Kooperationsprojekte. Des 2 neue Entitäten gingen dann Konventionen am Staat überholen und dafür sorgen, dass Salarien können hier erbisch behalen und dass die Aktivitäten weiterlaufen können. Du stung auch an, da das ganz wichtig, dass die neue Entitäten innerhalb vom Caritas-Reso solle bleiben. Also nicht eng Neuorganisation sollte geschaffen gehen, mit 2 neue SBLen innerhalb von der Caritas-Struktur. Eng Lesung also, die es ging erlauben, die Organisation als solches zu erhalten. Die Idee war aus der aller Fondation Caritas eine Zucht Bad Bank zu machen, die all Schulden ging überholen, während Aktivitäten und dummer auch Konventionen gingen übergehen auf die neue Caritas-Strukturen. Boah, wie wir heute wissen, also da war nicht dazu kommen. Es gab schlussendlich eine komplett neue Organisation aus dem Nichts gegründet, für die nationalen Aktivitäten zu verholen, während die internationalen Aktivitäten eigentlich komplett fallen gelassen wurden. Von der Caritas selber ist du noch am Anfang nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, und das ist tatsächlich die zentrale Frage an dem Ganzen. Wen hat dezidiert, eine komplett neue Organisation zu gründen? Die Initialpläne von Christian Bion hat nicht wahrscheinlich erlaubt, Caritas heute zu Lützeburg zu retten. Sie hat sicher 40 Plumme gelost, aber sie hat aber wahrscheinlich könnten evaluieren an einer ähnlicher Form, wie man sie kann tun. Aus dem Blickwinkel ist es politisch nicht uninteressant zu verstehen, für was das schlussendlich eine andere Lesung privilegiert gouf. Weil durch die Gründung von der neuen Organisation Hölle vom Terrain, also kurz Hut, hat Caritas all seine Konventionen am Staat und darum hat auch seine Substanz verloren. Ja, weil das mischt aber schon einen Unterschied, ob Caritas oder ob Hut, weil Caritas hat nun mal eine lange Tradition heute zu Lützeburg. Das kann ich sowieso sein. Ihr Ursprung heute zu Lützeburg ging auf das Jahr 1932 zurück. Eine Institution, die während Jahrzehnten eine zentrale Rolle am sozialen Bereich heute zu Lützeburg gespielt hat, und ganz viel Meriten hat. Nicht just um Terrain, aber auch an der öffentlichen Meinungsbildung. Sie hat über all die Jahre ganz viele Initiativen an Projekten angestoßen, aber auch politisch nicht immer bequem. Et war, oder ass, weil, et gibt es schon nach immer, die wichtigste Passion vom Linkskatholizismus heute zu Lützeburg mit einer ganz spezifischer Erbischtsphilosophie, wo auch ganz viel Benevoler mit geschafft werden. Und das kann ich nicht 1 zu 1 ersetzen. Die Frage ist also, wie die geplanten Intra-Caritas-Lesung verhindert wird und dafür gesorgt hat, dass eine komplett neue Struktur gegründet wird. Aber für seinen Plan umzusetzen, hätte Christian Bion gewissen Startkapital gebraucht, für Tonkaschen zu decken, bis dort Konventionen am Staat können überholt gehen, also so eine Sorte Fonds de Roulement. Und das sind natürlich keine 60 Millionen, aber du sind wir echt am Bereich von 3 bis 4 Millionen, vielleicht 4 bis 5 Millionen für auch noch die internationalen Aktivitäten zu retten, was die Absicht war. Aber wenn die Regierung das Startkapital an August zur Verfügung gestellt hat, dann hat das wahrscheinlich Kinder ziemlich schnell umgesagt gehen, oder? Und Caritas hat Kinder gerettet gehen. Ich meine, das kann ich behaupten, ohne sich zu weit aus der Fenster zu lehnen. Für einen einzelnen Mensch ist das natürlich ganz viel Geld, aber für den Lützburger Staat, die pro Jahr Resetten an Hecht von 28.000 Millionen hat, ist das eine verhältnismäßig kleine Summe.
An déi hat de Staat joch net verschenkt méi just firgestreckt. Caritas wär ze retten. An d'Regierung hat doch gut argumentéiert krit. Mei fir déi Lesung wär de politische Wëlle bei der Regierung manifestement net do. Wobei ja woch immer gesot gouf, dat Sue vom Staat da gefe bei de Bank gelanden, wenn se Schulden die Caritas bei hinnen hat. De Risiko hat nimme bestanden, wann de Staat der aller Fondation Caritas zuni verwiesen hat. Net awer bei der Gründung vun neue Caritasstrukturen, so wie de Bion dat wollt. Dat huet den Luc Frieden sogar selber konfirmiert. Die Regierung wollte dem Herr Bion dat Startkapital also net vierstrecken. An de Bistum? Nee, de Bistum. Den Christian Bion huet auch direkt beim Bistum ugeknappt zu Berlin die Aufgabe überholt gut. An de Bistum as schon Gründer an eigentliche Proprietär vun der Caritas an astodisch besonders an der Pflicht. An de Christian Bion krut domol gesot, de Bistum gifim am Dezember eng Entrevue gin. Also wohl verstanden sinn en Juli. Da muss mal vorstellen. Caritas huet 60 Millionen geklaut krit an de Proprietär de Bistum, well rich 6 Main Trupp mam Krisemanager schwäze. Den Christian Bier huet als an der Kommission noch gesot, dat niwer einer Kanäle, dann du awer nach am August eng Entrevue zougestane krut. Du assen zwar freundlich empfange gin mé mat eidlen Händes rausgang. De Bistum huet dem Krisekomitee grosso modo bon Chance gewünscht, an déi Haltung as relativ determinant. Bis am internationale Caritas-Reso, de jo eng und die katholisch Kirch ugebunden ass, kann ich just Member sinn, wann die kirchlech Autorität an dem Land dummer der d'accord ass. Also géint de Wëlle vum Erzbischof hat eng neu Caritas Lützeburg net kéint de Member leiwet vun Caritas Internationalis. An de Bistum huet sech doch eng gewirrt. Dat wëss man nach net méi hier offiziell Position wär, dat se keng Suen hätten fir d Caritas ze retten. Das schon so, dass Caritas schon viel mehr groß als für de Bistum. Die méi Leiit ogestalt wie mir. An mir hätte nie 61 Millionen irgendwo frei für können sie verweisen. Da das du se vu ganz anderen Ordre de Grandeur. Als Leiit, die mir selber bezuelen, verdienen noch zum Deel gut steckt Manner wie op der Caritas. An dafür hunne auch net die Sue für der Caritas zu helfen. Wann es se het, gi se jo gerne gin. An diesem Extra aus engem Interview op RTL Tölle schwätzt den Erzbischof Jean-Claude Hollerich vun 61 Millionen an netschist vun 3 bis 4 Millionen, die fir dem Herr Bion sei plangneidig gewircht wären. Ja, an diesem Interview huet en September stattfand, also nur dem schon alle Sünder neus war. Eventuell war den Erzbischof net am Detail informiert, wobei dat schon komisch wär. Weil man jo wissen, dat de Bion Anfang August bei ihm war. Du gëtt doch Kommuniqué vun der Kirch. Aus dem Interview mam Erzbischof Hollerich her den awer och chlor eng gewissen Distanz zur Caritas raus. Et schenkt wie wann de Bistum an Caritas sech mat der Zeit aus ne gelieft hätten. Nach mi chlor kënnt dat raus van in den Interview vum Paul Galles op RTL lauschtet. Senges Zechens CSV-Deputéierten an emolge Salari vun der Caritas. Hier sucht an der Substanz Caritas wär der Kirch zuviel laizistisch gin. Na gut méiglech also, dat dem Bistum net nëmme de finanzielle Spielraum gefehlt huet, mir auch de wëllen. Iwer alles dat kann en awer just spekuléiere, weil man de Bistum nach net an der Kommission gesinn hunn. Okay, méi op alle Fall kann e soen, dats de Bistum sech net grosachteg engagéiert huet fir d Caritas ze retten. Den Erzbischof huet sech wasch geduckt und huet alles drogesat, sech so unsichtbar wie méiglich zu machen. De Christian Bion an Caritas waren dem op sech lang gestaltet und missen nur andere Sponsore sichchen. Ja, an der Seppe war den immer nie erstaunt. Et muss ihnen sech schon für un anhalen, dat Detail im ganz viel gangen ass. Et bestimmte Risiko, dat de wichtigchen Deel vom Lützebauer Sozialsysteme wäschbricht, wat der Staat selber an eng unmeiglech Situation bricht hat, net ze Schmerze vun de Beneficiäre von denen Projekten. An der Neftstungen 100 Erbesplätzen umspiel, an dann noch nach eng ganz Reihe von internationale Projekte mat nach enkeier tausenden Beneficiären an Entwicklungsländer. An die zwei Hauptakteuren, die Regierung an de Bistum, drecken Verantwortung vollständig op e pensionierten Reviseur d'Entreprise. Erwerden drop, dat den e Kaninchen aus dem Hut zaubert. Die Anna froh pummel gesot vun der neue Entität die Caritas Welt gründet froh as wie as Caritas lo nach wann de Bistum den as den die Foundation enke gegrünnt huet, aber Fleisch an Zukunft net nach enke bret aus eng neue Struktur mat ze gründen. Wir sinn die Leute, die dann lo giffen eng ONG vun der Envergure
mat Gründen an der wenn es dann nach Caritas nennen wirst dir du schon méi a wer eng Richtung das dat werd go hu dir an Zukunft weiterhin e Partner Caritas fir Flüchtlingshemer fir sans-abri zu enkadréieren oder geht er davon aus dass da eng ONG man engem anderen Nummen gött Dat eng froh die der eigentlich mist der Caritas stellen aufgrund von dem wat mir wissen ich muss sagen, mir sind net Caritas auch war verschiedene von der Kollegen immer so dat wär se nee da der Caritas die Fondateuren zu fannen Eiseninformationen no sind sie am Gespräch mat pur Organisationen pur Fondationen an ähnlichen Organisationen die berät wären zu summen eng neue Caritas op Been zu setzen. Wann dat net der Fall wäre, hätte ich net können auch dat so dat mir ab Oktober muss man so ab Oktober ich will da mich net so viel op dem Datum fest wird Leiit net an neisen Herrn wie am nächster Zeit am Hirscht wat enger neue Struktur könne schaffen. Sie gehen davon aus au jour d'aujourd'hui, dat sie het fertig bringen eng neue Struktur an die Schmengen noch in dem Numm zu schaffen. Den Extre aus einer Pressekonferenz, die de Luc Frieden de 4. September gehalten wird. De Premier schenkt zu dem Moment nach davon ausgangen zu sinn, dat zu einer neuer Caritas gif kommen. Also die Lesung, die de Krisekomitee von der Caritas schon Ufang August eigentlich vorgezeschen hat. Ja, das ist bemerkenswert. Gründung von der neuer Organisation HUT gouf offiziell den 12. September an ein Kommuniqué publik gemäht. Also 8 Tage nur dieser Aussage vom Premier. Also quasi et leit net an eisen Han, mir ginn davon aus, dass der Christian Bion an PwC eng Lesung fannen. Dat is aber eng ziemlich gewohnte Position vom Regierungschef gemoss und dem wat für de Lützeburger Sozialsektor im Spiel stung. Ja, an dem Premier seng Aussage zu schengem mehr Deelweis widersprüchlich zu sinn. Op der enger Seite sote ständig Caritas mis de Problem selber lesen, an die Regierung hat man da nicht zu dienen. Op der anderen Seite soten aber auch, an dat gleiche Purmol, die Regierung hätte ganze Summe iwwer Lesungen geschafft und sie hatten die ganze Zeit am engen Austausch am Christian Bion gestanden. An obwohl relativ wenig dazu konsoen, wie die neue Struktur ging ausgesehen, wenig sie genehmigt gegründet ging, war hin sich ziemlich sicher, dass es lief klappen. Also entweder war de Luc Frieden besser informiert, wie hin den Uschein gehen hört, oder das Heimer enger ziemlicher Nonchalance und de Problem rugangen. Opfällig ist, dass er nicht konnt oder nicht wollt soen, wie dann die Fondationen wären, die gegen Startkapital für die neue Caritas zur Verfügung stellen. Und dabei wäre es schon immens verwunderlich, wenn der Premier dat 4. September nicht gewusst hat. Zum Mols, wenn er gesagt, wie ein pur Dech mich spät fungen für die Gründung von HUT berät gestaltet wird. Fondation Comé und Fondation La Luxembourgeoise, die ganz eng Klient zur CSV und noch zum Premier Luc Frieden hun. Präsident von der Fondation Comé ist der François Pauli. Ein Banker, den der Luc Frieden seit seiner Kindheit kennt und als Vertrauensmann vom Premier gilt. Das geht zumindest als ein Porträt für den Lützeburger Landdenker von François Pauli gemacht hat. Die wichtigste Person hinter der Fondation La Luxembourgeoise ist der Piet Hengen, Cousin von François Pauli und ebenfalls mit der CSV verbunden. Der Piet Hengen ist auch Präsident von der Fondation Lusch, die bisschen mich später als Drittfondation zu einem Sponsor von HUT ging. Mit ziemlicher Sicherheit ist das der Grund, für was Luc Frieden auf der Pressekonferenz so entspannt war und noch schon Konventionen mit der aller Caritas konnte, weil er wahrscheinlich wusste, dass die Fondationen grundsätzlich bereit waren, dem Christian Bion zu helfen und just noch über die Modalitäten diskutiert gouf. Und als Geldgeber konnten Daylight dann noch Konditionen stellen, wie die neue Struktur ausgesehen wird. Genau das ist auch geschieht. Es sind das 2 Fondationen, Fondation Comé und Fondation La Luxembourgeoise, die Konditionen gestaltet haben, dass die neue Struktur nicht mehr mit der Caritas zu dienen haben. Sie haben darauf bestanden, dass eine komplett neue und unabhängige Organisation gegründet gehen, die nicht mehr Teil von der Caritas-Familie ist. Das hat uns die Christian Bion an der Kommission bestätigt. Aber weil hier in dem Moment keine andere Möglichkeit mehr hat, weil weder der Staat noch der Bistrum noch sos Geldgeber seine eigentlich Pläne wollten unterstützen, hat er sich drüber lassen, was dunrem zur Gründung von der HUT gefördert wird. Okay, ich probiere das mal zu resümieren. Mit der aller Caritas weiterzuführen, das war nicht möglich, wenn es der rechtliche Unsicherheit, auch weil die Regierung kein Vertrauen mehr an die Gouvernance hat. Dafür wollte Christian Bion innerhalb von der Caritas 2 neue Strukturen gründen, die dann Konventionen am Staat überholt hätten.
Dafür hat der Präsident vom Krisekomitee bei der Caritas aber ein Startkapital gebraucht, aber weil sowohl der Bistum wie auch die Regierung nicht bereit waren, 1 Euro beizulegen, hat er nur Alternative müssen sichern. Dem Moment sind aber einmal die Fondation Comé und Fondation La Luxembourgeoise auf den Plan gekommen, die sich dazu bereit erklärt haben, aber nimmer unter der Bedingung, dass es eng von der Caritas unabhängige Struktur gibt. Und es war der Luc Frieden, den über seinen Kontakt zum François Pauli a Pitangen die 2 Fondationen sicher waren. Ja, dass der Luc Frieden den Kontakt hergestellt hat, wird hier selber ganz klar dementiert. Hier wären die 2 Fondationen nicht sicher gegangen, so zum Beispiel später auf der Tele. Gleichzeitig ist es aber auch ziemlich unwahrscheinlich, dass die 2 Fondationen von sich aus interessiert wären und ein Projekt hat. Die eng Fondation war firrunner just am Bereich von der Seniorebetreuung aktiv, an die andere am Bereich vom Logement für Studenten. Die hun sich also heute ziemlich weide wäsch bewegt von ihrem eigentlichen Objet sozial. Es kann aber sinn, dass der François Pauli an de Pitangen von sich aus aktiv gesehen. Für dem Luc Frieden aus der Potsch zu helfen. Ja, vielleicht, ja. Mit muss ich wissen, dass es danach eng einer Sache gibt, die der François Pauli an de Pitangen gemeinsam haben. Die 2 hun net nimme stark Lien mat der CSV am am Luc Frieden, nee se gëllen och allen 2 als Wirtschafts- a Finanzbüroder vum Bistum. Der François Pauli als Member vom Conseil Ökonomik vom Bistum, den sich Finanze kümmert, dat steht Site von der Vatikanbank. An den François Pauli muss also auch von den Hauptarchitekten bei der Restrukturierung von den Finanzen von der Lützeburger Kirche sehen. De Pitangen als, soweit ich weiß, noch immer Präsident von der Fondation Lafayette, die Partizipationen an den Immobilienpatrimoine von der Kirche geriert. Et kennt also durchaus Sinn, dass die 2 Fondationen nicht am Auftrag vom Premier gehandelt haben, mehr am Auftrag vom Bistum. Für was? Für den Erzbischof sei schlecht Gewissenserleichterung. Dei froh aus wie enge Grinn die 2 Fondationen angesprungen sind an für was so eng unabhängige Organisation wie HUT insistiert hun, die als weiterhin open. Me d'Opposition an der Chamberkommission wird alles zusetzen für dat nach Gewürze gehen. Weil die Leute, die do der Handstungen, waren manifestement net Erhalt von der Caritas interessiert. Den 12. September gouf dun per Kommuniké d Gründung von der Organisation Höllef Terra publik gemacht. Als Gründer goufen die 2 Fondationen ugehen an eng Handvoll Personen, die nicht unbedingt aus dem sozialen Bereich kommen. Das kommt demals ziemlich überraschend. Tja, an nicht just für den Grand Publik. Das wirklich immens überraschend, wie du Funner alles überrascht gouf. Die Membre vom Verwaltungsrat von der Caritas sind anscheinend Gründung von der HUT aus der Presse gewürgin. Das Krude von verschiedener Seite konfirmiert. An dasselbe gilt für die Beamten aus dem Komitee des Suivi von der Regierung. An der Premier Luc Frieden so 2D Strupp an der Chamberkommission die Regierung hat mit der Decision nicht zu dienen. Und anscheinend wie auch dem Bistum nicht am Voraus informiert gewesen. Mir wurden zu einem bestimmten Moment gesot kret, wie eigentlich Hut gegrünnt ging. Also ich muss ich so eine schon dazu auch gelesen, dass Hut eng neue Struktur wäre, die unabhängig wäre, an die eben nicht mehr etwas mit dem Reso von Caritas Internationalis zu dienen hat. Und dass dadurch eng von den Bedingungen gewesen für was das gibt staatlich Subventionen durchfließen. Also gesehen ich lo nicht, wie man nach Kindern dabei sind. Das war der Weihbischof Leo Wagner 100,7 des 26. September. An dem Extra seht hier, wird die Gründung von HUT aus der Presse gewürgen. Mir seht auch, die Unabhängigkeit von der Struktur werden Bedingungen von der Regierung gewährt, für das der Staat Subventionen ausbezahlen. Das ist durchaus lustig zu sehen, wie die 2 sich gegenseitig den schwarze Peter wollten zuspielen. Weil der Pöde Strupp, den 2. Oktober, als der Premier auf RTL an den Journal ging. An der Kirche, eng nämlich Caritas hat gegründet, das wäre möglich gewesen. Aber sie hat, und das hat ja auch der Kardinal auf ihrer Antenne gesagt, wir haben keine Suchen, wir können und wir wollen das dort nicht machen. Und dafür müssen andere Gesicht gehen, für das dort zu machen. Ich war die anderen nicht sicher, ich bin froh, dass die anderen da sind. Also, etwas ist sicher. Es war nicht kein. Dass der Christian Bion so eine weitgreifende Decision ohne Rückendeckung von Urwen auf sein eigen Kap geholt hat, scheint mir ziemlich unwahrscheinlich. Jen hat eng gangbare Lesung für Caritas zu retten, an die gouf manifestement sabotiert. Vor wem gene, dat gilt nach raus zu fannen. Die Krisemanagement kann ihn egal wie als schlecht bezeichnen, weil zu keinem Zeitpunkt gouf von der Regierung probiert, die verschiedenen Akteuren unter den Tisch zu bringen. Et gouf alles einfach laufegelos, respektiv von die Einzelakteuren ob eng ziemlich untransparent Manier Lange den agent geschafft.
Und Resultat ist dann noch dementsprechend. Zwar konnte Gros von den nationalen Aktivitäten an de Gros von den Erbesplätzen op Put iwwergoen. Mehr eng 30 Leiit hunn hier Erbecht verloren. An die ganz internationale Kooperation gouf opgeleist, geneso wie die politisch Erbecht von der Caritas. Mal davon aufgesehen, dat dummer der eng von denen größten ONGen am Lützebauer Sozialsektor werd verschwannen, die für viel Leute ein wichtiger Bezugspunkt wären. Natürlich sind die Hauptresponsabel die Krimineller, die den massiven Detournement von Fonds zu verantworten haben. Mit Caritas hat dat keinten evaluieren von der Krisemanagement ernst gelaufen wäre. Für wat ist eigentlich der ganzen internationale Sektor, also das Kooperationsprojekt von der Caritas, nicht von Hudi verholgen? Am Gegensatz zu den Konventionen für die Nationalaktivitäten, wo der Staat 100% von den Kosten überhält, also am Bereich von der Kooperation an der Regel just eine Kofinanzierung von 80%. Zumindest für einen großen Teil von den Projekten. Bei der Tisch, die ONGen müssen rund 20% und Egemittel auf den Tisch legen. Und es muss davon ausgehen, dass die zwei Foundationen, die gut gegründet haben, die Sohn entweder nicht wollten oder nicht konnten bereitstellen. An dem Minister sind ihm doch nicht entgegengekommen. Das hat Christian Billon nur bei einer Pressekonferenz bedauert. Und dafür hast du noch bemol den Kooperationsminister Xavier Bettel an Kritik kommen. Bis dahin, also bis zur Gründung von HUT, hat die Regierung hier Sicht von der Sache imposiert. Caritas hat einen Fehler gemacht, und der Staat hat da nichts zu dienen. Zwar hat es auch schon für drunter an denen mehr progressiven Milieu rumauert, mehr an der mehr größer Öffentlichkeit gauf die Krisemanagement von der Regierung bis dahin nicht weiter nachfrot. Dat hat sich nun mit HUT geändert. Zumal zu klar gauf, dass die internationalen Aktivitäten gegen wäschbrechen, mit teilweise graven Auswirkungen für Tausende von Leuten an den Ländern, wo die Projekte stattfanden. Die Opposition ist aus der Sommerpause wäscht und hat angefangen, Druck zu machen. Und auch die Presse, also einmal mehr kritisch umgegangen mit dem Krisenmanagement. Bref, die Wand hat er einmal gedreht. An den ersten, den diesen Gegenwand zu spüren kriegt, war der Xavier Bettel. Zu rasch, oder? Ja, wo den Detournement am Juli bekannt gouf, hat den Minister müssten direkt klar sehen, dass das potenziell schlimme Konsequenzen für die Kooperationsprojekte kann tun. Und damit auch für die tausende Leute, die von denen Projekten aufhängen. Und dementsprechend aktiv hat hier müssten über den Sommer nur Lesungen sichern, ob all Eventualität vorbereitet sind. Und tatsächlich hat den Recht angefangen, Lesungen für die verbleibenden Projekte zu finden, wo kann schon lange am Pötz lang. Zu seiner Entschuldigung muss ich aber auch sagen, dass der Premier Luc Friede ja die ganze Krisenmanagement auf seine Person zentriert hat, und gegenüber von den anderen Ministerien nicht immer mit offener Karte gespielt hat. Beamten aus dem Kooperationsministerium haben uns gesagt, dass sie die Gründung von HUT und damit auch die Fahllose von den internationalen Projekten aus der Presse gewohnt gesehen. Na, da müssen Sie sich mal vorstellen. Außerdem gouf am Sommer am Kooperationsministerium Wiesel an der Direktion, was sicherlich auch nicht geholfen hat. Dat aber für allem de Xavier Bettel op einmal am Kreuzfeierstung huet natürlich innerhalb von der DP für ganz viel Unmut gesucht. An handerter Hand haben Membre von der DP deutlich Kritik Luc Frieden sein Krisenmanagement geäußert. Soweit ich weiß, sind aber eine Party von den internationalen Projekten von anderen Akteuren überholgen. Die Kippe von der Caritas an dem Bereich erinnert ihrem Direktor Michael Veit, huet die ganze Summe mit enger enormer Energiedruck geschafft für zu retten, was noch zu retten war. Obwohl sie die ganze Zeit über wussten, dass sie höchstwahrscheinlich selber gegen den Herbesplatz verlieren. Den Ersatz von denen Leuten verdient wirklich den allerhöchsten Respekt. Also nun doch fertig spricht, dass eine ganze Reihe von Projekten konnten von anderen ONGs überholt gehen, vor allem von ausländischen Caritas-Organisationen. Aber es sind da eben auch die Humisse gestoppt gehen, mit, wie gesagt, grave Konsequenzen für die Beneficiären an den Ländern. Das ist ein größerer Skandal an hat könnten verhindert gehen. Ein andere Wolle, der nicht überholt gouf, aus dem politischen Plädoyer. Auch das wird für viel Kritik gesorgt. Ja, und auch an der Frage sieht es Xavier Bettel nicht gut aus. Weil der Christian Billon hat uns an der Kommission gesagt, HUT wird durchaus gewollt gewesen, einen Teil vom Plädoyer zu überholen. Also zumindest den Teil, der vom Kooperationsministerium mitfinanziert gouf. Mit der Xavier Bettel hat sich da quäsch gestaltet. War dann do wirklich vielleicht Absicht, den unbequeme Kritiker loszugehen? Ich weiß nicht wirklich. Was ich aber weiß, ist, dass die Wäschfälle vom politischen Plädoyer von der Caritas werde größt Lachen losen. Es gouf immer nicht gesagt, dass beim politischen Volley von der Caritas just 2 Leute angestarrt wären.
an dat ze Schlöfer de Schuldgeber Grenzen halen. Me dat ass eng reduziert Sicht op Sach. Et ginn net immens viel Akteurenheit zu Lützeburg, die regelmäßig fundéiert Revendikationen am Sozialbereich und Regierung richten, an die gleichzeitig so ganzheitlichen Überblick über Situationen um Terra hun. Notamment de Sozialalmanach respektiv sein Spivi Dono, den all Joer rauskom, war eng wertvoller wichtig Source für all die Leute am Land, die sich für Dermutsbekämpfung ersetzen. Ja, und dabei kom, dat het selbstverständlich net just die 2 Leute wären, die Inhalte ausgeschafft hun. Dat als der ganze Organisation kom, an do hun och ganz viel Benevoller drum abgeschafft. Du no as dann auch noch zu enger weiterer Polemik kom. Den OGBL huet kritisiert, dat Hut kein Transfer d'Entreprise gemacht huet. War das dann dort run? Ziemlich viel. Weißt das Gesetz schreibt 4, dat wann eng Entreprise de Gros von der Aktivität von enger andere Entreprise überhält, dat es sich dann automatisch um sogenannten Transfer d'Entreprise handelt. Konsequenz ist, dat Rechte von den Salarien integral erhalten bleiben. Das heißt, dat der neue Patron als Salarie mat ihre Kontrakte an zu genau denen selbste Konditionen muss überholen. Und da das nicht geschieht. Hut wollt sowohl den Gros von den Salarien überholen wie auch die Aktivitäten an Konventionen beim Staat. So wird sogar auf die Infrastruktur von der Caritas zurückgegriffen. Trotzdem hat die Direktion von Hut refusiert, einen Transfer d'Entreprise zu machen. So am Gegenteil von dem Madaberstab verlangt, dass sie bei der Caritas können bei Hut neue Kontrakte erschreiben. Letztendlich wird Justiz das muss tranchieren, weil den OGBL hat an dem Sinn ein Plan gegen Hut gemäht. Die meisten Experten hier am Land gehen aber davon aus, dass es sich bei glasklar um einen Transfer d'Entreprise handelt. Die allermeisten Madaberstab haben einen Kontrakt bei Hut unterschrieben. Sie hat ja auch nicht wirklich viel Schwach. Sie stungen ziemlich unter Druck. Die Direktion von Hut, und notamment de Christian Bion, wollten das nicht gölle lassen. Und haben gesagt, Leute hätten genug Zeit gehabt für neue Kontrakte, für ein Schreiben durchzulesen. Tatsache ist, dass sie einzelne Raum konvokiert goufen, wo sie den Kontrakt konnte lesen, für ihn direkt zu schreiben. Ob du wirklich die für ihn Altklausel gelesen verstanden hat, kann ich bezweifeln. Vom OGBL krieg ich eine Anekdote erzählt, die ziemlich bezeichnend ist. An dem Raum konnten sich auch Personaldelegierte von der Caritas abhalten, für Salarien zu beraten und ihnen zu helfen, den neuen Kontrakt zu lesen. Aber sobald die Personaldelegierte ihren eigenen Kontrakt bei Hut unterschrieben hatten, dürfen sie direkt gebeten, den Saal zu verlassen. Sie wären nur nicht mehr personaldelegiert, weil sie nicht mehr Salarie bei der Caritas wären. Und dafür hätten sie auch kein Recht mehr, die anderen zu beraten. Das weist schon ein bisschen, wie die Direktion von Hut tickt. Es muss ihnen aber fairerweise so, dass die Leute hier Saläre behalten haben und dass auch ein Gros von ihren Rechten respektiert wird. Ja, wir haben die neuen Kontrakte gesehen und du hast noch nicht dran, was die Menschen skandalös wären. Es sind aber Madaberstab, die gewisse Rechte verloren haben. Zum Beispiel eben Personaldelegierte ihre Statut verloren haben. Und natürlich, das darf ich nicht vergessen, gehen ein 30 Leute nicht von Hut überholen. Ja, was wahrscheinlich auch der Grund war, für dass sie keinen Transfer wollte machen. Letztendlich muss ich aber feststellen, dass auch der Staat indirekt von einem Transfer d'Entreprise ausgegangen ist. Für was? Dat eng ONG vom Staat größer Subside kriegt, muss mal beweisen, dass auch an der Lage also so Projekte zu meistern. Dat Hut innerhalb von PDG ein Agreement an Millionen schwerer Konventionen überdrohe krut, war just möglich, weil der Staat wusste, dass Hut Personal und Infrastrukturen von der Caritas überholt hat. Anders wird das gar nicht möglich gewesen. Überhaupt schenkt es so zu sehen, dass hier von Seiten vom Staat eine ganze Reihe Prozeduren ziemlich kreativ interpretiert gesehen, für den Übergang von der Caritas auf Hut so schnell wie möglich zu vollziehen. Aber da haben wir noch nicht alle Informationen. Da können wir vielleicht eine andere nach mehr im Detail drüber schwätzen. Ja, ich weiß, es gibt noch immens viel zu sagen gehen. Wir mussten aber los zum Schluss kommen. Das war schon alles immens dense. Wie geht es dann los für mit der Kommission? Aber wie es der Herren hört, sind noch eine ganze Reihe Fragen, die nicht geklärt sind. Notamment, was die Rolle vom Bistum und von den Fondationen nun belangt. Beziehungsweise, was der Premier zu welchem Zeitpunkt wusste und décidiert hat. Die Spezialkommission hat aber nach einer ganzen Reihe von Sitzungen, wo man nach weiter Institutionen und Personen werden hören. Notamment die Verantwortlichen von der Caritas, Vertreter vom Bistum und auch die responsable Ministerin, und nicht zu vergessen, Personaldelegierten, die ehemalig von der Caritas. Also da kommen sicher noch eine ganze Reihe Sachen auf Tapet. Okay, aber ich ging so, und da gesehen mal so eine paar Wochen oder eine paar Monate rum, für dann noch ein paar zu machen. Ja, ganz gerne.